wunderschönen guten Abend. So schön, dass ihr alle hier seid. Auch wenn du beim Livestream eingeschaltet hast. So schön bist du mit dabei. Wir wollen gleich starten und unseren Gott groß machen und anbeten. Seid ihr dabei? Come on! I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you.
fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu, tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Wollen wir doch einen Moment einfach so in der Gegenwart Gottes bleiben und unsere Herzen bewusst öffnen für den Heiligen Geist. Bewusst, vielleicht nach der Hektik des Tages zur Ruhe kommen in der Gegenwart Gottes. Wir suchen deine Gegenwart, o Herr. Und wir wollen nicht dabei gewesen sein, ohne dass unsere Herzen eine Begegnung mit dir gehabt haben. Oh, Heiliger Geist, ja, komm du. Komm heute Abend, komm uns zur Hilfe. Wir nehmen die ganze Waffenrüstung, alles, was wir haben, um auch dem Feind zu widerstehen, der uns hindern will heute, vielleicht in Gedanken, in Gefühlen, uns frei zu machen für Jesus und für seine Gegenwart. Wir kommen zu dir, Geist Gottes. Du füllst unsere Herzen, du bist ein Geist, der redet, der das Wesen und die Art Gottes uns offenbar macht, uns zeigt, wie Gott ist. Der so ganz persönlich jetzt hineinredet. Heiliger Geist, du bist der verlängerte Arm Jesu, der uns willkommen heißt heute Abend. Du bist die ausgestreckte Hand Gottes, die sich uns entgegenstreckt, die sagt, willkommen in der Gegenwart Gottes. Willkommen im Hause Gottes. Jesus, wir heißen dich willkommen. Vater, wir heißen dich willkommen. Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen. Halleluja. Ich bete, dass an diesem letzten gemeinsamen Abend hier, dass du, Heiliger Geist, Dinge hineinsprichst, ganz persönlich in unser Leben, die einen Impact haben, weit über diese Gebetswoche hinaus. Dass du uns noch mal ganz nahe zu dir hinziehst, dass wir etwas mitnehmen und sagen, wir wollen nicht mehr außerhalb der Gegenwart Gottes leben. Wir wollen nicht mehr außerhalb dieser inneren Verbundenheit, die wir lernen durften, darin zu bleiben. Wir wollen nicht mehr leben ohne das. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Oh, wir spüren deine Liebe an diesem Abend. Wie du uns hinziehst zu dir. Wie du uns hinziehst in deine Liebe, deine Ruhe. Deinen Frieden. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Ja, ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich freue mich so sehr mit euch hier im Buch Eck, aber natürlich auch online und mit denen in Chur, in Pontresina, in denen in Meilen, bei denen in Thalwil. Heute Abend, den letzten Abend noch einmal zu begehen und in Gottes Gegenwart zu kommen. So schön, dass so viele hier sind. Und ganz kurz 2 Gebetserhörungen, bevor wir ins Thema gehen. Jemand hat hier ein Gebetsanliegen abgegeben für die Gesundheit des Mannes und ihre eigenen Augenuntersuchung und sagt, danke Gott, beide Gebete für den Darm meines Mannes, für meine eigenen Augen, wurde erhört. Halleluja, was für eine große Freude. Und jemand sagt, ich habe auch eine Karte hingelegt, mein Bruder muss Ende März aus der Wohnung. Gott hat unser Gebet erhört. Er hat eine Wohnung ab dem 1. März genau in dem Gebiet, in dem er wollte. Ja, wie gut ist Gott. So herrlich. Und
macht uns Mut auch noch für die nächsten Gebetsanliegen. Und wenn ihr eine Gebetserhörung erlebt habt, bitte schreibt uns, füllt noch eine Karte aus, gebt es uns ab. Es wäre so schön, wir könnten am Sonntag in allen Gottesdiensten weiter erzählen, was Gott Großes getan hat. Ja, vielleicht noch ganz kurz zurückgehen. Erste Woche. Wir suchen Gottes Gegenwart. Wir machen bewusst einen Effort, weil Gott sagt, sucht und ihr werdet mich finden. Und in der zweiten Woche haben wir gelernt, wir wollen jetzt bleiben in der Gegenwart Gottes. Auch in unserem Alltag hindurch. Nicht einfach morgens on und dann gehen wir in den Alltag und dann am nächsten Tag, oh Herr, wo warst du die letzten 23 Stunden? Sondern wir wollen lernen, in dieser Verbundenheit mit Gott zu bleiben. Und diese Woche die Waffenrüstung. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir brauchen die Waffenrüstung in unserer Zeit mehr als je zuvor, weil der Feind alles daran setzt, uns zu hindern, zu beten. Ich weiß nicht, wie oft es dir schon passiert ist, du wolltest beten und dann kommt dir in den Sinn, was du noch alles tun musst für den Tag. Dann kommst du zur Ruhe und dann kommt dir 100 Dinge in den Sinn, aber nicht das, was du eigentlich beten wolltest. Und ich habe bewusst deshalb so einen Notizblock bei mir beim Beten, sagte Satan, den kenne ich, den kannst du bei mir nicht mehr bringen. Heute möchte ich noch einen Ausblick mit euch machen. Wenn wir Gottes Gegenwart suchen, und zwar nicht, weil es um unsere Bedürfnisse geht, sondern weil wir Gott und sein Reich suchen, weil wir Gottes Anliegen suchen, ich glaube, dann dürfen wir mit etwas rechnen, das wir in der Bibel unter dem Begriff Erweckung finden. Und ich möchte darüber an diesem Abend sprechen. Und zwar heißt es, in den letzten Tagen wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, zum wichtigsten Gipfel werden und sich über alle anderen Berge erheben. Alle Völker werden zu ihm strömen, scharenweise werden sie herbeikommen und sagen, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Israel gehen. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir auf seinen Pfaden gehen. Dann wird die Lehre des Herrn von Zion ausgehen und sein Wort von Jerusalem. Und ich möchte diesen Text zuerst mal ganz kurz mit euch anschauen und dann am Schluss noch ein paar Gedanken für uns finden. Und zwar, Jesaja sieht hier etwas. Er sieht, Gott gibt ihm einen Blick in die Zukunft und er sagt, was ich sehe ist, er sagt, ich sehe, dass der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, der wichtigste Gipfel wird, erhoben sein wird über alle anderen Gipfel. Und es ist interessant, dass er nicht sagt, dass er den Tempel dort sieht, sondern das Haus Gottes. Der Tempel ist der Inbegriff eines Ortes, wohin Menschen gehen, um Gott zu anbeten. Das Haus Gottes ist der Ort, wo Gott wohnt. Gegenwart Gottes. Habt ihr auch schon gehört in diesen Tagen? Und es scheint so, als würde die Bibel hier sagen, es wird ein Tag kommen, da wird Folgendes geschehen. Da wird dort, wo Gott wohnt, das wird so erhaben sein, so viel größer sein als alles andere auf der Welt. Und dass diese Gegenwart Gottes, dieses Haus Gottes, wo Gott wohnt, eine so starke Anziehungskraft hat, dass etwas geschieht. Und zwar, das Erste, es wird höher sein als alles andere. Es wird so sein, dass alle anderen Stimmen, die andere Götter, andere Philosophien, alle anderen Religionen dieser Welt werden verblassen gegenüber dem wahren und lebendigen Gott und seiner Gegenwart. Weil die Berge waren damals ein Inbegriff für den Wohnort von Göttern. So wurden sie auch so hat man sie auch aufgesucht. Und wir kennt immer noch diese vielen Prophetien gegen Israel, wo Gott gesagt hat, ich verabscheue eure Berge, eure Höhenfeuer etc. Weil es war ein Inbegriff davon, dass man fremde Götter dort angebetet hat. Und Gott sagt, es kommt der Tag, da wird nur noch der lebendige Gott wird da sein und er wird höher sein, erhabener sein als alles andere. Und das Zweite ist, dass hier in diesem Bild, das Jesaja bekommt, dass er noch etwas weiteres sieht. Und zwar,
Es wird so sein, sagt er, dass die Nationen in Scharen herzuströmen werden. Und das Bild, das hier gebraucht wird, ist das Bild eines Flusses, der nicht bergab läuft, sondern das Bild ist das Bild eines Flusses, der bergauf geht. Das habt ihr noch nie gesehen, ich auch nicht. Aber die Bibel sagt, es wird so sein, dass solch eine Anziehungskraft dort vorhanden sein wird, dass Menschen wieder alle menschliche Logik sich auf den Weg machen und dorthin kommen. Und es wird gegen alle Physik sein, es wird gegen alles menschliche Denken sein. Und sie werden in Scharen herzukommen. Und manchmal denke ich, wenn mir Leute sagen, oh Matthias, weißt du, ich möchte so gerne einfach in eine kleine Gemeinde. Dann denke ich jeweils, was machst du mal im Himmel? Da werden Scharen sein. Wir sind ja eine Kirche, die eigentlich eine ganz kleine Kirche ist. Wir sagen den Kleingruppen bei uns. Aber wenn die zusammenkommen, es werden Scharen sein von Menschen. Scharen sein von Menschen. Und sie werden sagen, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn gehen. Wir wollen zum Haus Gottes gehen. Und was sie damit sagen, Herr, wir sind angezogen von diesem Wohnort Gottes. Wir wollen dorthin gehen. Was uns wichtiger geworden ist als alles andere in unserem Leben ist, die Gegenwart Gottes, sein Haus zu suchen, wo er wohnt. Und sie werden nicht mehr ihre eigene Kultur feiern, sie werden nicht mehr Latino feiern, sie werden nicht mehr Schweizer feiern, sie werden nicht mehr Thai feiern, sie werden nicht mehr African feiern. All das wird nicht mehr relevant sein, weil nur noch etwas zählt. Und das ist Gott selbst. Und was dort geschehen wird, ist, dass die Menschen einen unverfälschten Hunger haben werden nach dem Wort Gottes. Es heißt dort, er wird uns seine Wege lehren, damit wir auf seinen Pfaden gehen. Das heißt, einen ganz, ganz, ganz tiefen Hunger, von Gott belehrt zu werden, zu hören, was Gott zu sagen hat. Ist schon interessant, dass die Jünger von Jesus dort und da wie etwas von dem erlebt hatten. Petrus sagte, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus sagte an einer anderen Stelle, ihr habt mein Wort gehört, ihr seid schon rein, nur dadurch, dass ihr Gottes Wort gehört und aufgenommen habt. Ich denke an Maria, sie sitzt hin zu den Füßen Jesu und sie ist wie in einer anderen Welt. Und dieser Hunger, dieses Verlangen nach dem Wort Gottes wird so tief sein. Und ich denke, was eben geschieht ist, heißt in der Bibel, schmecket und sehet, wie freundlich Gott ist. Menschen werden angezogen sein von dem Wesen Gottes, dass ihnen absolut nichts mehr in ihrem Leben wichtiger sein wird, als bei Gott zu sein und in seiner Gegenwart zu sein. Und ich glaube, ganz tief drin im Herzen jedes Menschen ist dieses Verlangen, diese Sehnsucht, Gott so zu erleben. Und da werden Leben massiv verändert in der Gegenwart Gottes. Da werden Herzen heil, da werden Biografien neu geschrieben, da werden Menschen frei von Dingen, die sie knechten in ihrem Leben. Und da wird Gott seine Heiligkeit wiederherstellen im Leben von Menschen. Warum? Die Heiligkeit, heißt es auch, ist die Zierde oder der Schmuck oder das, was das Haus Gottes wirklich schön macht. Und natürlich, wenn wir das so lesen, müssen wir sagen, Matthias, wie schön ist es, dass du heute vom Himmel sprichst. Dort wird Gott dieses Wort aus Jesaja 2 einmal vollumfänglich erfüllen. Und Millionen von Menschen werden dort sein. Und Gottes Wesen, Gottes Lehre auch, was er ist, wird erhaben sein über allem anderen und zwar weit erhaben. Aber ich meine, dass in diesen Worten auch so etwas ist wie auch eine Zusage von Gott, wo er sagt, hey, das ist meine Idealvorstellung, aber ich bin daran,
von diesen Dingen etwas in eurer Zeit zu tun, wo das heute schon geschieht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie viele Christen es gibt auf dieser Welt. Ihr könnt verschiedene Statistiken anschauen. Die allermeisten zählen 2,5 Milliarden Christen. Das ist eine große Schar. Und das allergrößte Wachstum, das im Moment am Geschehen ist, ist in Afrika. In Afrika scheint es so zu sein, als würde Gott sagen, hey, Afrika überrennt im Moment, was Wachstum anbetrifft, der Christenheit, alle anderen Kontinente der Welt. Und mir scheint es, als würde Gott uns so sagen, hör mal, bin ich nicht derselbe Gott auf der ganzen Welt? Kann es nicht sein, dass es ein Hunger ist, den Gott uns geben möchte? Schaut einmal, an Pfingsten heißt es, 3000 wurden der Gemeinde hinzugetan. Das heißt nicht, es müssen noch mehr zum Glauben gekommen sein als 3000. Und ich meine, als würde Gott uns heute Abend einfach nach diesen Gebetsabenden sagen, hey, träumt doch mit mir davon, dass Gott bei euch in der Schweiz, in eurem Umfeld nochmal etwas tun kann, wo Menschen in Scharen zum Glauben kommen an Jesus Christus. Dass nochmal Menschen in Scharen herzukommen und etwas geschieht, das ihr noch nicht gesehen habt. Bei den Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und ich möchte, dass wir heute Abend einfach unseren Glauben, unsere Erwartung nochmal stretchen lassen in dieser Gebetswoche und heute Abend uns einfach auch vom Heiligen Geist, ich würde mal sagen, auch verrückte Gebete schenken lassen. Vielleicht Gebete, die größer sind, als wir sie bisher gebetet haben. Und zwar nicht durch unsere Fantasie, sondern einfach sagen, komm Heiliger Geist, ich will heute Abend beten nach Jesaja Kapitel 2. Es ist Gottes Wort. Ich will beten nach dem, was du gesagt hast, was noch geschieht. Und Gott hat, das ist das Interessante, es gibt keine fixe Definition der Zeit, wann Gott dieses Wort erfüllt. Und ich sage, warum nicht heute? Warum nicht heute? Warum kann der Name von Jesus in unserem Land nicht höher stehen als jeder andere Name? Gibt uns das Mut zum Beten? Inspiration zum Gebet? Kommt, lasst uns aufstehen. Und ihr dürft frei euch bewegen in dieser Gebetszeit, dürft natürlich wieder für die Gebetskarten hier vorne beten, dürft ans Kreuz gehen, wo man betet für euch. Aber das Wichtigste, glaube ich, heute Abend ist, lasst uns doch sagen, Heiliger Geist, wir haben schon am Anfang gebetet, komme du. Und wir beten jetzt auch, Heiliger Geist, gib uns eine Sehnsucht nach so viel mehr in unser Herz. Nicht nach mehr Geld, nach mehr Promotion, nicht nach weniger Problemen unbedingt in unserem Leben. Gib uns eine Sehnsucht nach den Scharen, die herzuströmen zu deinem Berg. Gib uns eine Sehnsucht, dass durch unser Leben, durch unsere Kirche, durch unsere Kleingruppen noch einmal etwas geschehen kann, das wir noch nie gesehen haben. Halleluja. Amen. Amen. Ihr seid frei zu beten bis um 3:15. Jesus.
Worteinhalter, Lichtstrahl im Dunkeln. Mein Gott, das ist wer du bist. Weggebner, Wundervollbringer, Worteinhalter, Lichtstrahl im Dunkeln. Mein Gott, das ist wer du bist. Weggebner, Wundervollbringer, Worteinhalter, Lichtstrahl im Dunkeln. Mein Gott, das ist wer du bist. Weggebner, Wundervollbringer, Worteinhalter, Lichtstrahl im Dunkeln. Mein Gott, das ist wer du bist. Weggebner, Wundervollbringer, Worteinhalter, Lichtstrahl im Dunkeln. Mein Gott, das ist wer du bist. Weggebner, Wundervollbringer, Worteinhalter, Lichtstrahl im Dunkeln. Mein Gott, das ist wer du bist. Weggebner, Wundervollbringer, Worteinhalter, Lichtstrahl im Dunkeln. Mein Gott, das ist wer du bist. Weggebner, Wundervollbringer, Worteinhalter, Lichtstrahl im Dunkeln. Mein Gott, das ist wer du bist. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres du. Wie viele von euch glauben, dass Gott der Wundervollbringer ist, der Worteinhalter, der Herr der Durchbrüche. Amen. Amen. Amen.
Hey, wir wollen heute Abend auch noch mal zusammen beten. Bitte verlasst doch eure Plätze und wir wollen hier vorne so huddeln, zusammenkommen und nachher noch mal in Gruppen zusammen beten. Kommt doch schnell aus euren Plätzen hier nach vorne. Und während ihr kommt, will ich euch eine Geschichte erzählen. Etwas, das gerade jetzt passiert ist in den letzten 3 Wochen, das meine Vorstellung wirklich bei weitem gesprengt hat. Kommt etwas näher, macht ihr Platz für alle Leute, so genau, so ein bisschen, genau. Sind nicht schüch, genau. Ende Jahr bekomme ich eine E-Mail. Guten Tag, Herr Theis. Ich habe grausame Albträume und ich bin Muslimin und ich suche ein Gespräch. Und ich dachte schon, oh, ist das Infosecta oder ist das irgendeine Falle? Haben wir alles schon erlebt? Habe ich vorsichtig zurückgeschrieben, okay, ist es okay, wenn ich mit Ihnen meine eigene Erfahrung teile, wenn ich mit Ihnen über Jesus spreche? Ja, ungefähr so. Ja, gerne, das ist okay. Okay, dann haben wir einen Termin gefunden. Das war jetzt diesen Sonntag vor 2 Wochen. Und sie kommt zum Gespräch. War noch nie hier, sagt, wie sind Sie überhaupt hergekommen? Dann sagt sie, mein Ex-Freund hat mir gesagt, wenn mir jemand helfen kann, sind Sie es. Da dachte ich, okay. Wer ist denn der Ex-Freund? Da dachte ich, okay, glaube ich, noch nie gehört, aber ist egal. Auf alle Fälle habe ich gesagt, ich kann Ihnen nicht helfen, aber ich kann Ihnen heute erklären, wie Sie Hilfe bekommen. Auf alle Fälle hat sie gesagt, ja, wir haben ja den gleichen Glauben, den gleichen Gott und so weiter. Und ich wollte schon sagen, nein. Und dann sagte ich, Heiliger Geist, was soll ich sagen? Und dann weiß ich noch, der Geist Gottes sprach so klar, sagte, erzähl einfach, wie Gott ist, wie ich bin. Und dann habe ich angefangen zu erzählen von der Liebe Gottes, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie er Menschen befreit hat von der Macht der Finsternis und sagte, was sie erzählt haben. Gell, wenn sie das anderen erzählen, sagen sie sind gaga. Ich glaube ihnen, weil ich weiß, das stimmt, das gibt's. Und auf alle Fälle, dann habe ich erzählt von der Liebe Gottes, der Treue Gottes und wie Gott selbst Mensch geworden ist, sich erniedrigt hat, um uns zu gewinnen, wie er sogar gestorben ist. Und ich sage dir, so einen Gott habe ich auf der ganzen Welt wirklich noch nie kennengelernt. Sagte sie, das ist wirklich ein anderer Gott als den ich kenne. Das ist der Gott der Bibel. Und dann habe ich erklärt, wenn sie frei werden will von der Macht der Finsternis, gibt es nur einen Weg. Und der Weg heißt Jesus. Und ich habe sie gefragt, ja, möchten Sie das? Und dann sagte sie, ja, aber ich habe so viele Dinge in meinem Leben getan, die nicht gut sind. Sage ich, herzlich willkommen im Club. Das ist bei allen so, die zu Jesus kommen. Aber genau dafür ist Jesus gestorben. Und dann habe ich gebetet, wollen Sie mir nachbeten? Hat sie nachgebetet, Herr, vergib mir meine Sünden. Du weißt, was ich alles getan habe und so weiter. Komm in mein Leben, komm mit deiner Kraft. Dann sah sie mich an und sagte, Matthias, Sie wissen nicht, wie das ist. Ich fühle mich wie nur noch nie so gefühlt in meinem Leben. Als wäre der ganze Rucksack, alles weg. Jetzt war sie schon in der Gebetswoche, einmal gekommen, zweimal gekommen. Sie hat eine Kleingruppenleiterin kennengelernt. Jetzt war sie schon in der Kleingruppe in dieser Woche. Und ich sage einfach, Herr, wenn das nicht bei einem geschieht, sondern bei 2, bei 5, bei 10. Ströme von Menschen, die dazukommen. Und ich möchte, dass wenn wir jetzt gemeinsam beten, dass wir doch beten, dort wo wir sind, dort wo wir arbeiten, wo wir wohnen, dass Gott noch einmal etwas schenken kann, dass nicht wir immer machen, sondern dass Leute fragen, du, kann ich mal mit dir sprechen über das? Dass mal Nachbarn läuten und sagen, sie sind doch auch da von dort im Bucheck und so. Kann ich mal, warum soll das nicht geschehen?
Gott zieht die Herzen. Es ist nicht unsere Überzeugungsarbeit. Aber ich denke, wir wollen noch füreinander beten. Vielleicht sagst du, hey, da arbeite ich, dort wohne ich, dort habe ich mein Umfeld. Und dann beten wir heute Abend im Glauben, dass Gott Dinge tut, die wir noch nicht gesehen haben. Dass Gott Durchbrüche schenkt, dort wo du lebst, dort wo du wohnst, dass du den anderen bald erzählen kannst in deiner Kleingruppe. Es ist nicht mehr wie früher noch. Es ist nicht mehr wie letztes Jahr. Die Leute sind offen, die Leute fragen, die Leute sind hungrig. Sie wollten mitkommen in den Gottesdienst. Ich weiß nicht, was passiert ist. Die Gegenwart des Herrn. Die Kraft des Herrn. Ich sage mir, das kann geschehen. Das heißt im Alten Testament, da werden Menschen aus anderen Nationen an eurem Rockzipfel hängen und sagen, lass mich mit dir gehen. Lass mich mit dir gehen. Vertrauen wir dem Wort Gottes. Gestern hat Desmond gesprochen über die Kraft dieses Wortes. Und das wollen wir jetzt noch bekennen zusammen. Wollen wir zu dritt füreinander beten und im Glauben bekennen, Gott tut Größeres, als was wir bisher gesehen haben. Gott hat größere Pläne, Gott hat größere Ideen. Das ist unser Gott. Amen. Wir haben einen großen Gott, nicht einen kleinen Gott. Einen mächtigen Gott, nicht einen ohnmächtigen Gott. Amen.
Ja, Jesus. Herr, wir wollen dir einfach Größeres zutrauen für unsere Schweiz. Wir wollen dir Größeres zutrauen, dass Erweckung nochmal ausbrechen darf in unserem Land, dass Menschen erfasst werden, Herr, in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, dort, wo wir Sport nachgehen, der Freizeit nachgehen, dass du Türen öffnest, Herr, auf neue Art und Weisen, Herr. Und dass du uns gebrauchst, Herr Jesus, gebrauchst für deine Anliegen. Halleluja. Und ich möchte noch mal ganz kurz eine Frage stellen, bevor wir auseinandergehen. Schaut, wenn Gott so etwas tut, dann braucht es Menschen, die bereit sind, andere zu begleiten. Keine Geburt ohne Hebamme. Also gibt es schon, aber es gibt Besseres. Dass Gott uns gebrauchen kann, um Menschen zu begleiten, für Menschen da zu sein. Ihnen treu zur Seite zu stehen. Ich sage mal so, Menschen treu zur Seite zu stehen, bis sie nicht nur Jesus gefunden haben, sondern eine Kleingruppe gefunden haben, sich haben taufen lassen und selbst wieder dran sind, andere zu Jüngern zu machen. Und wenn du Gott heute Abend am Abschluss einfach sagen möchtest, hier bin ich, Herr, ich möchte Teil von diesem Plan sein, dann möchte ich dich einladen, heb doch deine Hand und ich möchte gern noch für dich beten, dass der Herr dich ausrüstet, dir die Liebe, Geduld, Gnade, Zugang gibt, dass Gott dir Menschen anvertrauen kann und dass wir solche Begleitpersonen sein dürfen. Herr Jesus, du hast deine 12 begleitet auf ganz treue Art und Weise, bist für sie da gewesen, hast ihnen geholfen in ihren Zweifeln, in ihren Fragen, hast sie fit gemacht, um dir nachher zu dienen. Und Vater, du siehst all die Menschen, die hier sind heute Abend, die sagen, ich möchte bereit sein, gebrauche du mich einfach als eine Begleitperson für jemand anderen, jemandem zu helfen, nicht nur dich zu finden, sondern dann auch im Glauben erste Schritte zu gehen, fest zu werden im Glauben. Hier bin ich, Jesus. Und ich will mich gebrauchen lassen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Freude sehen, wenn Menschen, Halleluja, wieder zu Multiplikatoren werden, wieder zu Jüngern werden, wieder andere zu Jüngern machen, für im Namen von Jesus Christus. Halleluja, Halleluja. Amen. 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 Ich möchte gerne, dass ich die Trompeten, das ist so stark. Aber ich glaube, heute ging es um die Nation, heute Abend. Und das möchten wir gerne hier schließen an diesem Abend. Danke, dass ihr gewesen seid. Denkt dran, wir haben 21 Tage Gebet. Morgen ist nochmal Gebetszeit. Wäre so schön, wir könnten möglichst viele von uns, wo wir sind, beten, Gottes Angesicht suchen und einfach Großes von Gott in diesem Jahr erwarten. Suchen wir seine Gegenwart, bleiben wir in seiner Gegenwart. Und lassen wir uns durch die Waffenrüstung nicht nehmen, was Gott uns geschenkt hat. Kommt gut heim, Gottes Segen. Danke, dass ihr hier gewesen seid.